Ich begrüße euch ganz herzlich bei der News-Sendung Panorama, moderiert heute aus GZSE. Das sind unsere Themen. In der Schweiz sollen wieder Atomkraftwerke gebaut werden. Und das Vereinsleben wiederbeleben, das ist das Ziel eines jungen Mann aus Wilderswil. Hat Atomkraft vielleicht doch Zukunft? In der Schweiz sollen wieder Atomkraftwerke gebaut werden. Dieser Meinung ist nach dem Bundesrat und dem Ständerat oder dem Nationalrat, wie diese Woche ist ausgekommen. Das letzte Wort wird das Volk haben. Und gleich hat das Thema schon jetzt in den verschiedenen politischen Lagern natürlich für viele Diskussionen gesorgt. Mit der Aufhebung des Neubauverbots ist noch kein neues Kernkraftwerk gebaut. Es ist lediglich nicht mehr verboten, Projekte vorzubereiten oder nur schon über diese Option nachzudenken oder die Entwicklung neuer Reaktoren voranzutreiben. Und wir sind bei der FDP-liberale Fraktion überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung einen solchen Ansatz unterstützt. Wir laden Sie ein, dieses ideologische Verbot aufzuheben. Die Schweizer Bevölkerung hat die Energiewende längst eingeschlagen. Unternehmen investieren, Bund und Gemeinden planen, Bürgerinnen und Bürger bauen Solaranlagen, sanieren Gebäude, setzen auf Speicher, Elektromobilität und neue Technologien. Das Parlament sollte diese Dynamik stärken. Stattdessen will es nun verunsichern und schwächen. Das ist nämlich genau das, was Sie mit dem heutigen Entscheid machen. Dieser Entscheid rüttelt am Fundament der Energiewende. Investoren und Investorinnen werden verunsichert, die Energiewende verzögert und die Abhängigkeit von Öl und Gas verlängert. Als Solothurner möchte ich diesem höchsten eidgenössischen Hause gerne noch einen Punkt mit auf den Weg geben. Diese Option eines neuen Kernkraftwerks kann absehbar nur in einem Kanton gezogen werden, nämlich dem Kanton Solothurn in Gösgen. Sie bürden diesem Kanton im gegebenen Falle damit viel auf. Sie bürden ihm eine Entscheidfindung und allenfalls eben auch sogar den Bau auf, in deren Verfahren es kolossal schwierig sein wird, die Regeln des Zusammenlebens noch durchzusetzen. Die fossile Energielobby hält an einer Technologie des letzten Jahrhunderts fest. Es spricht wirklich alles gegen den Neubau von Atomkraftwerken. Wir werden gemeinsam mit unseren Verbündeten das Referendum ergreifen, das steht fest, und wir sind überzeugt, dass das Stimmvolk einmal mehr auch ein zweites Mal den eingeschlagenen Weg unterstützen wird, hin zu einer erneuerbaren Energiezukunft und nicht mehr zurück in die Vergangenheit mit AKWs. Nach der Atomkraftwerkdebatte geht es jetzt um Vereine. Die scheinen überall das gleiche Problem zu haben. Von Zürich über die Stadt Bern bis ins kleinste Dorf im Berner Oberland. Überall hört man, dass Vereine zu wenig Mitglieder haben. Dem will der junge Mann aus Wilderswil entgegenwirken. Der Sandro Rieder ist Präsident eines neuen Zusammenschlusses von verschiedenen Vereinen. Meine Kollegin Alexandra Inniger berichtet. Also unser Hauptziel, das ist ein Kernthema, das wir haben als Vereinskonvent, ist primär, dass wir ein aktives Dorfleben wieder herstellen können. Es ist in den letzten paar Jahren fast ein bisschen in einen schlafenden Zustand übergegangen, das Dorf, halt auch, weil wir Vereine nicht mega viel miteinander unternommen haben. Und unser Hauptziel ist eigentlich, dass wir wieder Leben in das Dorf hineinbringen, dass wir uns als Vereine sichtbar machen können, dass halt vielleicht Familien, die nicht in den Vereinen tätig sind, das aufschnappen und sehen, es wäre doch eine coole Sache und wir so dann auch die Nachwuchsförderung wieder sicherstellen können. Warum ist dir das selber ein Anliegen? Das ist eine gute Frage, weil es sonst niemand macht. Nein, ich bin jetzt seit Anfangsjahr bin ich jetzt auch Präsident des Turnvereins und habe dort mit anderen Vereinen auch ein bisschen Kontakt, dass man in Wilderswil aufgewachsen ist und sowieso die anderen Leute auch kennt. Und ich von jeder Seite mitbekommen habe, es wäre eigentlich noch cool, dass es so etwas wieder geben würde. Und mir ist dann die Idee gekommen, dass es eigentlich mega cool wäre, wenn wir Dorfvereine untereinander ein bisschen mehr Kontakt haben. Weil man ist früher schon, wenn jemand am eidgenössischen Fest war, sind die anderen Vereine die Vereine abholen, die eben dort waren, die teilgenommen haben. Und dann hast du so ein bisschen wie das Vereinsleben hat man
aktiv gepflegt habe. Und das ist so in den Hintergrund gerückt und ich gefunden, hey, es wäre doch schön, wenn wir das wieder vornehmen. Und bin darum aktiv eigentlich wieder die Gründung von diesem Vereinskonvent angegangen. Eine Schwierigkeit aus meiner Sicht ist, dass jemand Jungs nicht allein in einen Verein hineingeht, wo man dann vielleicht die Leute nicht kennt. Wenn wir aber als Vereinskonvent es schaffen, all die Vereine zusammenzunehmen und je nachdem einen Anlass zu organisieren, dann kommen wie so Gruppen junge Leute und können sich dann je nachdem motivieren. Und das eine Kind geht dann vielleicht in die Musik, das andere geht vielleicht in einen Turnverein, das andere ist dann vielleicht bei den Schützen in einem Verein. Und so habe ich das Gefühl, kann man die Jungen zusammenpacken und sie dann in diesen Vereinen verteilen, wo es ihnen Spass macht. Ich kann mir das jetzt, ich bin nicht im Verein, ich kann mir das nicht so vorstellen. Ich bin kein Verein. Wir suchen noch. Das potenziell aussterbende Vereinsleben wiederbeleben. Das und mehr Spannendes findet ihr auf unserer Webseite plattformj.ch. Das war schon fast für heute. Jetzt wartet ihr noch ganz genau ein Blick auf das Wochenendwetter mit unseren Wetterexperten. Ich sage schon mal schön, habt ihr reingeschaut, genießt das Wochenende und wenn ihr arbeiten müsst, dann gut arbeiten. Schön schauen Sie das Wetter auf der Plattform J am Freitagabend. Wir starten Ihnen ein heißes Wochenende, meine Damen und Herren. An dieser Hitzewelle, wo wir reingegangen sind in dieser Woche, wird sich vorläufig nichts ändern. Es geht weiter im gleichen Stil und es geht auch mit viel Sonne weiter. Ein bisschen Abkühlung findet man natürlich, wenn man ein bisschen die Höhe raufgeht. Das Hochdruckgebiet ist und bleibt wetterbestimmend hier bei uns im Alpenraum. Darum, wie gesagt, auch in den nächsten Tagen sonniges und heißes Wetter. Morgen am Samstag ändert sich eigentlich nicht viel. Heute ist es zwar da und dort Gewitter gekommen, aber morgen bleibt es dann wieder mehrheitlich gewitterfrei. Ausser in den Bergen, da gibt es ein paar Quellwolken und ja, vielleicht ganz lokales Hitzegewitter, nicht restlos ausgeschlossen. Sonst aber morgen sonnig und heiß mit Temperaturen von bis zu 34 Grad am Nachmittag. Ja, im gleichen Stil geht es dann auch weiter in den folgenden Tagen. Das Ende dieser Hitzewelle ist überhaupt nicht in Sicht. Es bleibt täglich deutlich über 30 Grad heiß. Es geht auch mit viel Sonne weiter, höchstens in den Bergen kann es mal ein Hitzegewitter geben, aber das auch nur sehr lokal. Wir sehen dort, die Hitze die dauert auch in den nächsten Tagen an. Das war mit den heißen Aussichten. Danke vielmals fürs Zuschauen und ganz ein gutes Wochenende.